So, herzlich willkommen zu City Skylines auf dem YouTube-Channel Nummer 5. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich sage auf dem YouTube-Channel. Es ist so, dass ich letzte Woche am Dienstag die Möglichkeit bekommen habe, auf dem esports.ch Twitch-Channel einen Livestream zu machen. Was wir auch gemacht haben. Das Ergebnis von dem Stream ist, dass wir hier ersten Stadtteil mal aufgebaut haben. Wir haben uns entschieden, da hinten einen Vergnügungspark irgendwann zu bauen, quasi Astroworld, was da dazu passt. Wir haben hier probiert, unsere Probleme mit dem Verkehr zu lösen, was noch so mittelmäßig geklappt hat. Das ist etwas, was ich heute unbedingt will verbessern und anpassen, dass es wieder gut aussieht und auch gut funktioniert. Wir haben sonst auch noch ein bisschen die Industrie ausgebaut, aber grundsätzlich haben wir vor allem hier oben geflickt. Und da will ich jetzt noch weiter flicken. Wir haben uns auch noch entschieden, hier Rapunzel Town zu gründen. Und hier ist Escobar entstanden, die Insel heisst jetzt so. Genau. So. Dann als erstes, weiss ich gerade nicht, will ich das hier fixen. Und ich glaube, ich mache das wieder im Channel-Style und mache hier eine Timelapse. Viel Spaß! So, das sollte mindestens so effizient sein wie das vorher. Hoffe ich mal. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn man rauffährt, dann will man eigentlich automatisch auf die Autobahn. Zumindest so ist es gedacht. Und wenn man nicht rauffährt, dann will man hier, muss ich mal schauen, dass wir die Ampeln abstellen, aber wir sie nicht brauchen. Und wenn man nicht rauffährt, dann will man eigentlich noch geradeaus. Jetzt sehe ich gerade, dass wir hier noch Lane Management machen, weil sonst kommt das nicht gut. Ihr dürft noch so machen. Du darfst noch so machen. Wenn du hier auf der Spur bist, musst du hier rauf. Und dann nochmal das Gleiche. Du darfst noch hier geradeaus. Du darfst auch noch hier geradeaus. Damit das nicht passiert, was wir gerade gesehen haben. So. Und noch das fixen. Also es kann natürlich noch sein, dass sie jetzt gerade ein bisschen Pathfinding-Problem haben, weil wir alles geändert haben. So, und jetzt mal schauen, dass es da ein bisschen flüssiger läuft. Und zwar mal schauen, was wir da für warten. Du musst warten. Du musst warten. Und ihr müsst auch warten. Was jetzt natürlich nicht gut ist, ist, dass wir hier ein Dings haben. Ein Node und hier auch. Da haben wir irgendwie keine. Da haben wir auch noch eine. Das will ich noch schnell fixen. Weil das kann zu Problemen führen. Hoppla. So, dann hier das Gleiche. Und hier auch noch. So. Und jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Das sieht schon einiges besser aus. Okay, interessant. Du willst auf die Spur, um nachher auf die hier gehen. Das tut mir jetzt komisch. Auf die zwei. So.
Ich hoffe, das funktioniert so, wenn ich mir das vorstelle. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Gut. Dann weiter Sachen, die wir fixen. Das würde ich gerne fixen. Aber das ist relativ schnell gemacht. Dann müssen wir noch kurz so machen. So eigentlich so. Dann müssen wir das noch heben ein bisschen. So. Das sieht gerade ein bisschen funky aus. Dann müssen wir vielleicht das auf die gleiche Höhe bringen. Ob das wirklich besser ist. So, dann das noch jetzt runter, so weit oben muss es nicht sein nämlich. Dann müssen wir hier noch die Richtung machen. So, hoppla. Hallo. So, und ihr fahrt dann so und so. Jetzt kann man die Brücke eigentlich auch ein bisschen schöner machen. Und zwar, indem man einfach so macht. Und dann hier gerade drüber geht. Etwa so. Und dann hier so. Dann richtig drehen. So, bei den Zügen funktioniert das. Aber wir machen es gleich, da noch beide ein bisschen offen, damit man hier mit den Autos drunter kann. So, und jetzt sieht das schon ein bisschen mehr so aus, wenn ich mir das vorstelle. Gut, jetzt müssen sie zweimal kehren, aber das ist nur am Anfang so. Und dann sollte das gut funktionieren. Sehr gut. Gut, haben wir das gefixt. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist eben, dass die hier geradeaus wollen und nicht oben durch einen Kreisel, sondern ein eigenes Strössli haben. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Was ich auch gemacht habe, ist, wir sehen, das wird schon gebraucht. Ich habe hier eine Verbindung gemacht zwischen den zwei Stadtteilen. Das ist bitter nötig gewesen. Ich habe hier im Stream noch die Verbindungen gemacht. Die funktionieren eigentlich auch recht gut. Und ja, so sieht das momentan aus. Und dann können wir eigentlich hier noch ein bisschen Commercial anmachen. So, vielleicht nicht allzu viel. Einfach ein bisschen füllen. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier an dieser Strasse haben wir eigentlich gar nichts. Das könnten wir brauchen. Was könnten wir da machen? Wir könnten es auch einfach in der Zone. Machen wir es mal so. Mal schauen, vielleicht können wir das dann noch ändern. Für jetzt im Moment ist es gerade gut. So, jetzt sehe ich hier gerade. Muss ich noch etwas einstellen. Und zwar Junction Restrictions. Ihr dürft hier reinfahren. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr die Kreuzung verstopft. Genau, da auch noch das Gleiche. So. Und jetzt funktioniert das schon wie ein Kreisel. Gut. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier nicht allzu fest staut. Und ich hoffe auch, dass man, das habe ich befürchtet, es gehen jetzt gleich noch Leute hier gerade raus, aber die meisten scheinen den richtigen Weg zu nehmen. Die wollen alle auf die Autobahn, das ist gut. Der fährt für irgendeine Reason auch noch da durch. Müssen wir vielleicht irgendwie einstellen können. Da jetzt irgendwie noch eine Bumpy Road. Können wir auch noch anpassen. Hoppla, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Und ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Gut. Das sollte hier eigentlich nicht zu fest stauen. Die müssen einfach ihre Chance nutzen zum Fahren. Ich hoffe, es staut sich hier nicht hindern. Es gilt es eigentlich zu verhindern, dass sie hier noch wechseln. Die sollen schon in der Kreuzung wissen, was sie anwenden. Dann passiert das hier nämlich nicht, dass sie hier die anderen blockieren. Jetzt sehe ich hier Menschen durchlaufen. Wo willst du hin? Du kommst doch hier gar nicht weiter dann. Excuse me? Das ist eigentlich nicht so, wenn ich mir das vorstelle. So, jetzt hat sich so gelöst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da, genau, das haben wir auch noch im Stream gemacht, vielleicht zum kurz zeigen. Hier die Kreuzung ein bisschen entlastet, weil die Fußgänger, die unten durchgehen, doch ein bisschen ein Problem darstellen für den Verkehr. Da kann ich es schon auch schnell zeigen. Da haben wir der Kreuzung auch gesagt, hey, da dürfen keine Fußgänger drüber, alle Fußgänger sollen oben drüber gehen. Das Coole am Anarchy-Mod, den wir brauchen, ist auch, dass wir die Fußwege da einfach in die Häuser rein platzieren quasi. Und nicht müssen alles löschen oder verschieben. Das ist sehr praktisch. Und ja, ich würde sagen, immerhin semi-realistisch. Wenn man die Häuser braucht zum Fußweg machen, dann ist das doch nicht ganz unrealistisch, finde ich. So. Durch das, dass wir hier das gemacht haben, gibt es natürlich jetzt auch viel Verkehr hier drüber, was ich eigentlich cool finde, weil so hat die Brücke auch ihren Sinn. Und das heisst aber auch, dass die Strasse hier irgendwie, das scheint eine beliebte Achse zu sein, für die Leute, die hier kommen, hier ins Stadtzentrum wollen, anstatt hier über die grosse Strasse und dann hier rein, nehmen sie lieber die Seitenströssli. Wir vielleicht eventuell auch noch ein bisschen dran arbeiten. Was wir das letzte Mal im Stream auch ausgebaut haben, ist der öffentliche Verkehr. Das kann ich jetzt mal zeigen. Wir haben es mittlerweile so, dass wir auf den Bus fast mehr Leute haben
als im Zug, was zwar grundsätzlich nicht so schlecht ist. Ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Ziel ist eigentlich von dem. Aber ihr seht, momentan funktioniert das gut, alle Leute, die warten, werden abgeholt. Ich finde sogar, man könnte hier den einen oder anderen Bus wegnehmen. Ich glaube 10 Länge hier. Jetzt sieht man den schon. Der fährt ins Depot zurück da hinten. So. Die Linie scheint wirklich viele Leute zu transportieren. Jetzt sehe ich hier schon, okay, der ist voll. Das ist die Frage, ob er es hier schafft, quasi den Backfill mitzunehmen. Ja, gehen wir gerade. Ja, ein paar einzelne warten noch, aber das sollte eigentlich funktionieren so. Gut, die läuft immer noch gut, das ist sehr schön zu sehen. Wir brauchen noch mehr Bürogebäude, so wie es aussieht. Ich muss gerade schauen, wie sieht unsere Bildung aus. Ziemlich ausgeglichen, Highschools haben wir eher weniger sogar. University. 24% graduated, aber wir haben gar keine Universität, das ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es ist Zeit für nochmal eine Highschool. Wir haben hier eine, hier hat es keine. Ich glaube, wir machen hier eine an. Hier eine an, meine ich. So, zum Beispiel hier an Ecke. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier beschweren sie sich über not enough educated workers. Da haben wir gerade etwas dagegen gemacht mit dieser Schule. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt, wie sieht es hier aus? Das ist eigentlich ziemlich gut da. Was fehlt denn noch? Uni, Service Progress. Gehört eine Uni dazu oder gehört eine Feuerwehr dazu? Müssen wir hier noch eine Feuerwehr anbauen? Sieht so aus, Nachher so eine kleine, sollte lange. Machen wir hier an. Das klingt mir ein gutes Plätzchen. So, jetzt, was ich auch mal noch machen wollte, ist, und zwar suche ich, sind die da? Walls and Fences, Water Structures, Flood Wall. Okay, genau. Die suche ich. Mit denen kann man nämlich so recht cool Wände erstellen, die natürlich dann wieder bewegbar sind. Und mit dem kann man so ein bisschen steiles Gefäll schön aussehen lassen. Das ist meist so ein bisschen etwas, so ein bisschen komisch aussieht in Cities. Und mit dem funktioniert das eigentlich recht gut. So, jetzt geht das hier ein bisschen unter die Strasse. Aber ich denke, das ist okay. Machen wir vielleicht so. Dann machen wir so, so und so. Alles auf diese Höhe. Hoppla, das ist zu hoch gewesen. So, auf diese Höhe. Das sieht schon besser aus. Und dann will ich aber noch ein bisschen das dann näher an die Strasse ziehen. Da ist es gut. Da gefällt es mir eigentlich auch. Jetzt haben wir da schon so ein bisschen einen schönen Abschluss. Mal schauen, wie es da hinten dann weitergeht. Und das können wir eigentlich auch bei Sachen machen, die wir im Boden versteckt haben. Jetzt haben wir aber relativ wenig Settings gemacht. Genau. So, was vielleicht noch gut war offensichtlich, also wir haben hier zwischen dieser Strasse und eigentlich dieser Strasse, klar haben wir die Verbindung, aber die scheint nicht so genutzt zu werden. Wenn die Verbindung auch viel genutzt wird, dann wäre es eigentlich noch gut, eine zweite Verbindung zu machen. Nur ist ein bisschen die Frage, wo. Da haben wir eigentlich nicht wirklich Platz, da ist der Bahnhof, also hier einfach eine Strasse über. Geht nicht gut, darum lassen wir das noch und sparen es uns auf für ein anderes Mal. Aber das ist sicher etwas, was wir früher oder später müssen machen. Vielleicht gehen wir dann auch von dieser Brücke hier runter. Aber ich weiß nicht, ob das dann hier völlig den Verkehr kaputt macht. Genau. So, aber jetzt scheint es doch mit dem Verkehr schon mal recht gut zu sein. Vielleicht tun wir noch schnell schauen, was die Zahl sagt. 81%. Wie gesagt, das ist eine Zahl, die mir eigentlich nicht so wichtig ist, solange es flüssig läuft. Und also momentan läuft es sehr flüssig. Ich meine, da, was rot angezeigt wird, ist literally nicht so voll wie da, was grün angezeigt wird. Von dem her ist mir das ziemlich egal. Gut, mehr Bürogebäude haben wir noch gesagt, würden wir gerne haben. Und zwar machen wir das hier, wo wir schon Büros haben. Das ist hier natürlich auch jetzt die Frage. Ich glaube, das ist okay, wenn wir hier so nach ans Wasser gehen. Und dann hier ein bisschen auf dem Wasser sogar folgen. So vielleicht. So vielleicht. Jetzt ist das natürlich auch nicht wahnsinnig schön. Darum machen wir das schnell so. Und dann das alles auf die Höhe. Vielleicht da hinten nicht mehr. Und warte schnell, können wir schnell so machen. Und dann so. Das sieht doch schon recht ordentlich aus. Gut. Haben wir hier Ampeln? Wir haben hier Ampeln. Wollen wir hier Ampeln? Wir wollen hier keine Ampeln eigentlich. Wir wollen möglichst freie Fahrt geben. Jawohl. So. Weiter hier. Ich glaube, wir machen hier einfach mal so. So. Und so. Jetzt hier müssen wir fast connecten.
Zum Beispiel so. Jetzt machen wir mal die Fläche da zu Dings. Machen wir einfach mal das da. Alles zu Büros, vielleicht hier noch nicht. So, jetzt müssen wir noch schauen. Haben die Wasser, haben die Strom. Die sollten all das haben. Dann wächst hier schon unser nächstes Viertel. Wir dann natürlich noch einen Park anstellen, hier in der Ecke, was niemand stört, wo man eh noch am Strand ist. So, jetzt müssen wir schnell schauen. Was fehlt denen jetzt noch, damit die upgraden? Muss ich wirklich eine Uni bauen? Wenn wir hier in dem hier eine Uni bauen, das sollte sich eigentlich noch anbieten. Jetzt muss ich schnell überlegen, wie geht das? University Campus Area. Doch, ich habe das. So, was ist das da noch? Trade School, Liberal Arts. Okay, wow. Ah, da ist American Football Stadium. Museums, the Science Center. Okay, cool. University Campus. Das muss ich doch hier zuerst zonen, oder? Paint Campus. Gut. Machen wir das doch mal da. Das erste Mal, wenn ich so eine Uni baue. Darum habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt zu groß oder zu klein ist. Ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich eher ein bisschen zu klein sein. Aber ist mir jetzt egal. Wir machen das jetzt mal. Ich meine, für wie viel haben wir? 16.000 Leute. Muss es einer auch nicht einen riesen Campus geben, oder? So, gut. Dann bauen wir hier mal den Campus, shall we? So, jetzt muss ich schon schauen. Small buildings, large education, supplementary faculties. Wow, das ist ja huge. Was brauchen wir alles? Ich glaube, wir brauchen sicher mal das scheint, das war das Hauptgebäude. Wie muss jetzt das Roadside sein? So, das scheint das Hauptgebäude zu sein. Dann brauchen wir ein Dormitory, Futsal Club, geil. Gym, Cafeteria, Library, Math Club. Provides a great venue for graduation. Boah, Alter. Bookstore. Ich glaube, wir brauchen definitiv mehr Platz. Vielleicht wird das bis dahin die Universität. So wie es momentan aussieht. Ich meine, das wäre ja grundsätzlich nicht so daneben, wenn man da so einen Unicampus machen würde. Fangen jetzt mal ein bisschen klein an. Vielleicht Dormitories nicht gerade hier, sondern vielleicht eher hier und ein bisschen leisligere Strassen. Dann haben die eigentlich da auch gerade Dings dann dran. Ich hätte gerne das alles ab. So. Jetzt haben wir hier Schlafsaal. Was ist das? Administration Headquarters ist das. Dann als nächstes brauchen wir Study Hall. Das sind ja alles huge Gebäude. Hier an. Dann haben wir noch Groundskeeping. Dann kann von mir aus hier hinten an. Das ist der Hauswart einfach. Genau. Dann ein Futsal-Club. Können wir hier eine Strasse machen. Es hat hier einen schönen Platz. Dann ein Gym, wenn wir noch nicht unbedingt. Wir brauchen sicher noch eine Library. Und das war dann die hier. So. Und dann, was brauchen wir noch? Das ist das Math Club. Academic Statue. Ja, wieso nicht? Komm, das können wir hier machen. Das hat sicher irgendeine Wirkung. Das sieht irgendwie sehr weak aus. But I guess. Blah blah blah. Bookstore. Laboratories. Chess Club. School of Law. School of Medicine. Puh, Alter. School of Science. Okay, da hinten wird definitiv irgendwann noch der Rest von der Uni entstehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon ist. Ich will jetzt einfach mal die da up and running bringen. So, dann so. Da darf man auch gerade von außen reinkommen. Da darf man auch direkt reinkommen. Dann müssen sie nicht so weit die Weg machen. Binden wir es hier noch. Das alles noch ein bisschen näher dran. Dann machen wir da vielleicht noch so. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das entwickelt durch die Uni hier. Es ist jetzt schon überall bimmeln und bammeln. Das heisst, es wird flüssig upgraded. Jetzt steht sich gerade die Frage hier, ob die das jetzt gerade als Motivation nehmen, um auf die höchste Stufe zu kommen. Das wird sich dann zeigen. So, Policies, Free Lunch, wieso nicht? Universal Education. Ja, also eigentlich, es schon gratis sein. Okay, das lassen wir mal so. Weil ich einfach noch nicht weiss, wie das funktioniert. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier mit drin eine Universität, das gefällt mir. Und das Feld wollen wir eigentlich auch noch freilassen. Das heisst, wir machen doch am besten gerade so, dann wissen wir das noch. Super. Jetzt die haben hier eine Busstation. Schon schauen, wo die durchfährt.
Okay, die geht hier zum Bahnhof. Das heisst, man kann von hier vom Bahnhof aus in die Uni. Das würde eigentlich auch Sinn machen, wenn die, ehrlich gesagt, zum anderen Bahnhof auch noch wird gehen, oder? Oder? Sind wir mir einig? Darum, wenn wir den Stopp eigentlich, wenn wir könnten hier noch einen machen und dann schnell schauen. Den Stopp haben wir nicht. Dann gehen wir hier an und hier an. Den Stopp rufen wir da hinten, damit die da näher können umsteigen können. Gut, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Hier bei der Universität. Genau, Varsity Sports ist noch nicht so hoch. Gut, so, dann was haben wir als nächstes machen? Da hinten schreien sie nach Waren. Da kommen die Waren momentan wahrscheinlich noch so, hoffe ich mal, und nicht so durch die Stadt. Ich sage extra hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob das denn tatsächlich funktioniert. So, gut. Jetzt stellt sich gerade ein bisschen die Frage, was wir noch machen wollen. Wir haben einiges schon gemacht, also nicht wahnsinnig viel, aber doch einiges. Die Straße scheint auch schon viel zu bringen anscheinend, weil da scheint es tatsächlich das Verlangen dazu zu geben. Und jetzt glaube ich, möchte ich mit dieser pinken Linie hier, möchte ich da über verbinden. Ich weiß es gerade noch nicht. Also grundsätzlich war es schon mal besser, wenn die rote Linie hier durch den Tunnel geht. Und darum machen wir mal so. Ziehen den Stopp vielleicht hier an. Machen da hinten noch einen. Da wollen wir das. So, dann geht er schon wieder zurück. Dann können wir den Stopp wieder da rüber moven. Respektive. So, macht das irgendetwas? Mal schauen. Jetzt haben wir sie so gemacht. Die rote fährt hier durch. Kehrt hier und die pinke geht hier rüber und connectet das noch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir lassen es jetzt mal so. Yes, wir lassen es mal so. Dann die Türkise macht eigentlich momentan nichts anderes als hier das. Ah nein, aber nicht. Die hier zu beliefern. Da ist nicht relativ wenig los. Passengers 0. Da haben wir auch gar keine Vehicles, aber die scheint schon genutzt zu werden. Ja. Da wird sich vielleicht langsam anbieten, auch so ein Busterminal zu machen, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert eigentlich fast besser. Einfach Busstops, die an der gleichen Straße einfach hintereinander. Gut. Und jetzt nimmt das Ganze doch schon ein bisschen mehr Form an. Das finde ich gut. Gut, dann was könnten wir noch machen? Da scheint es immer noch ein Problem zu geben mit der Bildung. Not enough educated workers. Haben wir da überhaupt eine Schule? Wir haben da keine Primarschule. Kein Wunder. Und wir alle da über in der Primarschule. Das machen momentan vor allem die hier auf den Zug können. Aber ich glaube, das wäre fair, wenn wir denen eine Primarschule geben. Dann hat es jetzt hier eine Primarschule. Gut. Da gibt es ein bisschen Problem, aber das scheint sich schnell wieder zu lösen. Ja, sehr gut. Gut, wir brauchen mehr Leute. Oder nicht mehr brauchen, aber es braucht. Oder die Stadt verlangt nach mehr Leuten. Die Wirtschaft verlangt nach mehr Leuten. Dann machen wir doch mehr Leute. Die Frage ist noch langsam wo. Ich weiß nicht, ob ich da hinten gross will Leute bauen oder nicht. Aber ich glaube, das lassen wir mal noch. Da gibt es langfristig sicher auch noch eine bessere Lösung. Da müssen wir hier den Bogen nicht mehr machen. Und dass wir einfach so quasi im Kreisel mit beiden Spuren. Aber das wird sich dann ergeben. Jetzt bin ich gespannt. Die schieben wirklich Cargo umeinander da. Jetzt gehst du wieder ran. Gehst wieder da rüber. Das sieht momentan noch gut aus. Da haben wir kein Problem mit Verstopfungen in den Tunnel. Weil das ist nämlich immer ein bisschen fies. Das unterschätzt man auch am Anfang immer. Wenn man einfach Tunnels baut, dann sieht man einfach manchmal das Problem gar nicht, wo die Stadt hat, weil sich in den Tunnels der Stau bildet. Und dann haben wir ein Problem. Also sind jetzt hier schon. Es kommen einige Züge hintereinander. Aber das scheint okay zu sein noch. Solange es hier nicht mega aufstaut, ist das okay. Fahrst du jetzt nur noch hin und her? Ist das die Leben? Okay, spannend. Die schieben sich da Sachen hin und her. Gut, ich glaube, wir bauen hier noch ein bisschen aus. Und ich glaube, dann haben wir es dann auch bald für heute. Ich will nicht wieder so eine Mega-Episode machen wie letztes Mal. Darum schaue ich, dass ich mir ein bisschen kürzer halte. Weil das ist schon cool, so eine lange Episode zu machen wie letztes Mal. Aber halt für mich auch sau mühsam zum Bearbeiten. Ich will mich nicht beschweren, aber ich glaube auch, es ist nicht unbedingt für alle Viewer interessant oder genug interessant, dass sie 40 Minuten lang dabei bleiben. Und falls es doch so sein, also falls ihr findet, hey, 40 Minuten letztes Mal ist eigentlich mega geil gewesen, wieso das mal nicht, dann lasst es mich doch wissen in den Kommentaren. Und dann gibt es vielleicht das nächste Mal wieder eine super lange Episode. Das ist in eurer Hand, ein bisschen. Natürlich auch in meinen, aber es ist auch in eurer Hand. So, gefällt mir das, glaube ich, besser. Hoppla.
So, bum, 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 bum. So. Da hinten machen wir auch noch ein bisschen. Schauen wir schnell, ja, Wasser haben sie. Strom sollte selber kommen. Gut. Sehr gut. Ja. Also ich bin sehr happy, dass das da funktioniert. Und auch einigermaßen gut aussieht. Das hat mir letztes Mal schon nicht ganz so gepasst, wie das nach dem Stream ausgesehen hat. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Nervosität, wenn man das erste Mal streamt vor ein paar Leuten. Also ich habe schon auf meinem eigenen Channel gestreamt, aber nur Minecraft, und dort sind dann vielleicht die Kollegen im Stream auftaucht, die mit mir spielen. Drum ja. Und dann eben auf dem esports.ch Channel habe ich doch dürfen von rund 20 Leuten streamen. Und das ist natürlich ein bisschen etwas anderes, wenn man das erste Mal macht. Dann ist man ein bisschen nervös und weiß noch nicht ganz genau, was machen. Und dann verliert man irgendwie den Kopf und fängt einfach so Sachen bauen, wie sie letztes Mal da ausgesehen haben. Anstatt dass man sich einfach Zeit nimmt, das Problem genau anschaut und eine Lösung entwickelt, so wie das da. Und da bin ich jetzt sehr happy, dass das funktioniert. Könnte natürlich auch sein, dass wir mit dem ÖV, was wir jetzt gemacht haben, doch einiges wieder besser gemacht haben. Weil das hat doch ziemlich scheiter ausgesehen teilweise mit dem Verkehr da. Genau. Ja, ich glaube, wir lassen es bei dem für heute. Wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, wenn ich streame, es gibt leider keine Aufzeichnung von dem Stream, oder nicht so weit ich wüsste, sicher nicht auf meinem Channel. Falls ihr das nächste Mal nicht verpassen wenn ich streame, dann folgt mir doch auf Twitter. Dort werdet ihr immer alle Informationen bekommen. Und wenn ich streame, ob ich streame oder überhaupt. Also ich werde es wahrscheinlich schon eher den Fokus auf YouTube legen, aber vielleicht gibt's dort und dort irgendwie wieder mal einen Stream. Gut, genau. Also wir haben nicht das gemacht, das funktioniert. Wir haben die Universität gebaut, die funktioniert. Wir haben hier ein bisschen ausgebaut. Ich habe euch noch gezeigt, ein bisschen, was wir im Stream gemacht haben. Und ja, das war's von mir für heute. Like und subscribe, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, was wir besser machen können. Ob ihr vielleicht Interesse habt, das im Stream zu sehen, so dass ich auch mit euch interagieren kann und dass ihr mir Fragen stellen direkt. Ja, das war's gewesen. Schön, dass ihr da gewesen und kommen wir doch das nächste Mal wieder, wenn es heisst City Skylines mit dem Pablo. Ciao zusammen!